Hallo zusammen. Wie wir in einem vorigen Video sehen konnten, ruft der Papst mit seiner neuen Enzyklika Fratelli Tutti zu einer neuen Weltordnung auf. Das an sich tönt ja schon wie eine Verschwörungstheorie. Denn dieser alte nette Mann, wie viele zu sagen pflegen, hat doch nur die allerbesten Absichten für alles und jeden. Aber was ich euch nun zeigen werde, treibt es nochmal auf die Spitze aller Verschwörungen. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir es hierbei gar nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zu tun haben. Doch seht selbst, eine Großloge der Freimaurerei in Spanien sagt hier auf ihrer Webseite, dass diese universelle Bruderschaft, die Franziskus anstrebt, das große Prinzip der Freimaurerei ist. Ganz genau, ihr habt richtig gehört, aus ihren eigenen Quellen. Diese Webseite der Großloge der Freimaurerei in Spanien schreibt: Papst ergreift die universelle Bruderschaft, das große Prinzip der Freimaurerei. Diese universale Bruderschaft, die Franziskus anstrebt, sei das große Prinzip der Freimaurerei. Ist das zu fassen? Sagt es nicht auch etwas darüber aus, was für eine Lehre der Papst vertritt, nämlich die der Freimaurerei? Lesen wir einmal, was sie schreiben. Vor nunmehr 300 Jahren fand die Geburtsstunde der modernen Freimaurerei statt. Das große Prinzip dieser Initiationsschule hat sich in 3 Jahrhunderten nicht geändert. Der Aufbau einer universalen Bruderschaft, in der sich die Menschen jenseits ihrer spezifischen Glaubensbekenntnisse, Ideologien, Hautfarbe, sozialen Herkunft, Sprache, Kultur oder Nationalität gegenseitig Brüder nennen. Dieser brüderliche Traum kollidierte mit dem religiösen Fundamentalismus. Was denkt ihr? Wird dieser Traum der universalen Bruderschaft am Ende nicht auch wieder mit, wie Sie es nennen, einem religiösen Fundamentalismus kollidieren? Die letzte Enzyklika von Papst Franziskus zeigt, wie weit die gegenwärtige katholische Kirche von ihren früheren Positionen entfernt ist. In Fratelli Tutti nimmt der Papst die universelle Bruderschaft, das große Prinzip der modernen Freimaurerei, in seine Arme. Und dann zitieren sie Papst Franziskus: Ich hoffe, dass wir in diesen Zeiten, in denen wir leben, in Anerkennung der Würde jeder menschlichen Person unter uns den weltweiten Wunsch nach Brüderlichkeit neu beleben können. Einer offenen Brüderlichkeit, anzuerkennen, zu schätzen und zu lieben. Für den Aufbau dieser universellen Bruderschaft plädiert der Papst dafür, den Horizont der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu verfolgen. Sie sei nicht universell genug. Der Brief befasst sich mit der zerfallenden Rolle der digitalen Welt, deren Funktionsweise geschlossene Kreisläufe von Gleichgesinnten begünstigt und die Verbreitung von Falschmeldungen erleichtert, die Vorurteile und Hass schüren. Es sollte anerkannt werden, dass Fanatismus, der zur Zerstörung anderer führt, auch von religiösen Personen begangen wird, was Christen nicht ausschließt, die über das Internet und die verschiedenen Foren oder Räume für den digitalen Austausch Teil von Netzwerken verbaler Gewalt sein können. Kann es sein, dass gerade wir als 7-Tags-Adventisten in diese Kategorie hineingehören, weil wir die Prophetie so auslegen, wie es schon die Reformatoren taten, indem sie das Papsttum als antichristliches System identifizierten und auch die biblischen Begriffe gebrauchten, die es kennzeichnen, wie beispielsweise Hure Babylon, Mensch der Sünde, Mensch der Gesetzlosigkeit, das kleine Horn. Meine Lieben, leben wir nicht in einer sehr interessanten Zeit? Dies dürfte doch selbst den hartgesottesten Zufallsapologeten zum Stutzen bringen, oder nicht? Die Freimaurer sagen hier frei heraus, dass sie die neue Enzyklika des Papstes befürworten. Was sagt uns das? Zeigt uns das nicht offen, wie Papst Franziskus denkt, nämlich wie ein Freimaurer? Und wir dachten, dass wir es hier wieder einmal mehr mit ökumenischem Gedankengut zu tun haben, wenn Franziskus von Brüderlichkeit spricht. Doch in Wahrheit stellt sich nun heraus, dass dieses ökumenische Denken nichts anderes als ein Prinzip der Freimaurerei ist. Meine Lieben, deshalb möchte ich euch mehr denn je dazu aufrufen, dieses Buch zu lesen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt und euch niemand täuschen oder verführen kann.
Denn Satan findet nicht so leicht Eingang, seine Täuschungen anzubringen und kann Seelen nicht so einfach mit Trugbildern umgehen, wenn die Warnungen, Zurechtweisungen und Ratschläge des Geistes Gottes beachtet werden. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.